Oder Morris, $10. Ik heet $10 hartelijk welkom hier zu diesem Gottesdienst. Und wir wollen wieder merken in unserer Serie von Botschaften, wo wir das Neue Testament durchgehen. Und das Sie alle weiten, wir hören mal ab in Lukas 1, Vers 38, wo der Engel verrecht hat mit den Nachricht geben zu Maria, dass sie was in sehen haben. Und nu wollen wir von der Wiedergehen, wo Maria kriegt durch den Engel auch den Nachricht, dass er nicht Elisabeth, dass er auch soll ein Kind haben. Wenigstens von Elisabeth wird gesagt, dass sie wie unfruchtbar. Und nu, wenn sie alt sind, Elisabeth wie dessen Priester Zacharias seine Frau. Und nu, wenn sie alle beide alt werden, dass die keine Hoffnung mehr verändert wird, dass sie Kinder haben, dann kommt der Engel und Zacharias so wie ein Altar, dass er durch einen Dienst wird, durch den Tempel, und gibt ihm den Nachricht, dass sie ein Sehen haben. Und wir wissen noch, wem das geht am Johannes den Täufer. Und so, und du hast das immer zu sein, dass, wenn Gott was Besonderes tut, hat er immer wachen, was die Menschen erst nicht mal ruht haben. Jedes Mal, wenn Gott was tut, was du Besonderes ist, dann hat er das immer klar gewesen, das wie kein Mensch seine Idee. Hier wie kein Mensch, was hier beigefunden, mal gehalten, Gott mal zu Schreck gehalten. Hat er das immer, wenn Menschen ihre Hoffnung ab Null lassen. Und so dat sei wie an Abraham und Sarah. Sei wir noch sozusagen noch nicht bis einmal standhaft geblieben im Glauben. Sie haben selbst ihr Fleisch mitgestreckt und haben Gott mal probiert mit der Scheck zu halten. Und daher hat Abraham einen Sehen mit der ägyptischen Kirche. Aber Gott hat sich das immer geteilt, was er das will tun. Er will das tun, wenn kein Mensch jemals nie noch Hoffnung hat, dass das noch was tun. Dann hat Sarah ein Sehen. Wenn es erst lachrig wird, dann noch soll ein Kind haben. Dann passiert das. Und du Herr, sei wie das immer, was Gott versprochen hat und was Gott durchführt, der merkt das schon. Gott merkt das schon, dass das klar zu sein ist, das wir nicht von Menschen. Wie sein das auch manchmal, wenn Menschen gehalten wird? Die werden dann gehalten, wenn sie nicht Hoffnung haben für Halt. Aber es muss das Fall Israel zum Beispiel nehmen. Die werden eingenommen worden von den Midianiter. Sie haben sich alle in Heulen verkrupen. Sie mussten noch Plitsch danach noch Getreide raschen, dass sie noch was hatten zum Eten. Wenn sie überdach irgendwo öffentlich deuten, die Midianiter würden kommen und nehmen das alle weg. Sie werden sehr bedrängt. Da wird Gideon seine Zeit. Und wo ist das so wunderbar, dass du wie keine Hoffnung, wo wir uns nicht noch mal frei mehr. Das ist der Fall Israel versklavt wird in Ägypten. Wo würden sie jemals losgehen? Jedes Mal, wenn Gott halb schacken, dann schackt er der halb, wenn die Hoffnung am letzten ist. So sei wie das hier mit Elisabeth und mit Zacharias. Als ihre Hoffnung am letzten ist, dass sie noch jemals ein Kind haben, dann haben sie ein Kind. Aber nicht noch ein viel geratet. Du sollst noch ein Messias kommen. Du soll ein Narada kommen für das Volk Israel. Und entweder das Versprechen werden. Und die kämpfen in der ganz dunkelsten Zeit für das Volk Israel. Der Rada wird versprechen, wenn das nicht zu sein ist, wo wird das nochmal in Erfüllung kommen, was Gott einmal durch. Die großen Dinge, was Gott durch die Propheten geredet hat. Wo wird das nun noch, wo wird das überhaupt möglich sein? Noch viel weniger durch eine arme Mial, eine Dienstmial, und der was keiner gedacht hat. Von da wird der Rara geboren worden. Sieh, hier sei wie das einmal, Gott merkt schon, dass was immer er merkt sich das so sicher, dass kein Mensch kann sein Fleischesarm abheben und sich durchstalt mit tun, dass er auch noch ein Part von gewasst ist, von was wirken, was Gott allein tut. Und so, du Herr, weil wir uns ein kleines bisschen nachschauen, dass wir das
immer klarer verstehen kann, dass Gott seine Wege, der führt er allein durch. Den fehlt das nicht an unser Halb. Den fehlt das nicht an unsere Klücken Rut geben. Dass wir Gott mal Rut geben und den mal denken halten, wo er das mal soll. Er der das dann, wenn er sich das ewig halt hat, und er der das dann, wenn wir das wenigste damit gerechnet haben. So wollen wir uns mal Lukas 1, Vers 39 bis 53 überlesen. So, nur dem, dass Maria diese Nachricht gekriegt hat von den Engel, und dort sie wird in sehen haben, und den soll sie Jesus nennen. Und das Engel, sagt dort auch, dass er nicht Elisabeth auch sollen sehen haben. Und so, nur dem, dass der Engel verlässt, dass Maria diese Nachricht gekriegt hat, dann fängt das hier jetzt an den 39. Vers an. Dann wird Maria sich gereut und spät sich, dass sie nur eine Stadt in der Boy in Judäa kam, wo sie bei Zacharias im Haus ging und Elisabeth begrüßt. Als Elisabeth den Gruß von Maria hört, sprang das Kind im Mutterlief in voll vom Heiligen Geist. Und mit einer lauten Stimme sagt sie, begnadigt bist du manch die Frühes, und begnadigt erst das Kind, das von dir wird geboren worden. Hier will ich ein Ding, erst mit Klimas uitklicken. Der plattdeutsche Übersetzung sagt begnadigt. Das ist nicht das reiche Wort, was auf Griechisch gebraucht wird. Das auf griechische Wort das gesegnet. Und dann hat wir Lothar noch 3 Stellen. Wenn der NIV auf Englisch sagt es das, in a loud voice she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." Und das ist nur eine griechische Übersetzung. Gesegnet bist du, sagt Elisabeth. So du wurdest plattdeutsch erst das begnadigte Wort, und das war nicht, wenn die das in die Bibel und du in Strecken und schreiben das rechte Wort da haben. Wenn wir haben die Freiheit, nicht das originale Wort zu gehen, nicht die Menschen Fehler, die sind geworden mit Übersetzen, die Menschen ihre Fehler, da wir uns nicht nachrechnen. Wir haben die volle Freiheit, die Dinge abzufixen und die klar zu machen. Zu einer Weise, das wird das sein. Und mit einer lauten Stimme sagt sie, gesegnet bist du, manch die Frühes, und gesegnet ist das Kind, dort von dir wird geboren worden. Dann, Elisabeth redet hier wieder. Aber warum habe ich das für euch, dass mein Herr seine Mutter nicht mehr kommen soll? Weil sobald aus meine Ohren dienen Großhirten sprung, mir das Kind in Mutterlief mit Frieden. Gesegnet es sei, dass dort läuft, dass es so rankommen wird, als der Herr zu ihr gesagt hat. Maria sagt, meine Seele lobt den Herrn, und mein Geist freut sich in Gott, meinen Heiland. Hij heeft mij seine geringe Dienstmaal nicht vergeten, und von nu an werden alle Generationen sein, dass ich gesegnet sie. Der Allmächtige hat große Dinge an mir getan, und sie nomen es herrlich. Hij wird immer mit den mitfallen, die am fürchten. Hij hat mit seinen Armen gewaltige Dinge getan, und die in das Elend gestaat, die in sich stolz sind. Er hat Königs vom Thron gestaat, und die zu Ehren gebracht, die leer stunden. Er hat die hungrige Gode zukommen lassen, aber der Recke mit Lade hängen weggeschickt. Er hat seinen Knecht Israel und folgt immer mit seinem Volk mit. Mit Abraham seine Nachkommen, so als er zu unserem Vater gesagt hat. Maria bleibt bei Elisabeth ungefähr 3 Monate und ging dann war in Haus. So, das ist uns Tagsfall von dir. Und ich weiß nicht, wie wir ganz durchkommen. Aber du willst wir nur kicken, was wir von das lernen können. So, wie wir wieder in den Tags dann gehen, wir uns hochnehmen, wir mit dem Gebet anfangen. Himmlischer Vater, wir kommen hier verdienen, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für dein Wort. Und himmlischer Vater, musst du unsere Horten noch da fallen mit Dank und mit die Loben und Preisen. Und musst du unsere Horten aufmerken, dass wir dein Wort begreifen können, und dass das nicht bloß in den Ohren geht, aber dass das uns zu Horten geht und dass uns das Deut mag ansenken. Und musst du durch die Namen groß merken, in dem, dass du das alle wirken lässt und dass du dir alle Ehre dafür kriegst. Himmlischer Vater, ich fühle mich so schwach und laarig, und wo fange ich an in dein Wort? Wenn du so viel erst und einer kriegt so wenig rührt.
Himmlischer Vater, musst du mit diesem Moment meine Lappen sehen, dass die dort reden, was die was geredet haben, und musst du mir das geben, du Deubnen zu gehen, und dass wir du alle was richten. Himmlischer Vater, das alle in deine Macht, dass die das geben kannst, die Stunde, was die dort versprochen hast. In Jesus' Namen bete ich das. Amen. So, was wir hier mal kicken tun, nach dieser Geschichte, was wir fingen, dass Maria sich abmerkt, und sie reist eine Elisabeth, und sie begrüßt Elisabeth. Und wir wollten auch, dass Johannes, der Engel sagte Johannes in Führer, zu Zacharias, dass das Kind, was sie sollen haben, das wird in Mutterlief mit den Heiligen Geist gefällt sein. Das wird wir wollten, dass Johannes der Täufer, wir doch von Menschen geboren. Wir hat einen menschlichen Führer und er hat eine menschliche Mutter. Und wir wollten auch, dass das Psalm sagt, der Sinn will in Arm euer geboren wird. Im Sinn wird er euch gesagt. Wir wollten, dass wir sind von sinnlichen Menschen geboren und daher sagen wir sinnliche Menschen. Aber Gott kann was mit den sinnlichen Menschen tun. Gott erst dort mit seinem Geist, der kann was anderes von uns merken, als was wir wirklich sind von der Natur. Und das sehen wir alle in Johannes. Der wird noch nicht geboren, da wird er mit den Heiligen Geist gefällt. Und so wie man das auch verstehen, zu der Zeit, kriegt Elisabeth erst den Nachricht durch Facebook oder durch Social Media, dass Maria wird kommen besiegen. No, du wirst nicht von so was steht. Wir machen uns in der Welt nicht mal nachluten, wenn wir diese Geschichte übergehen. Like, wir sind von der ersten Tag so verwandt, dass wir für unsere Lehre gleich verstehen können. Wo schwierig wird das dann zu der Zeit? Wo kriegt was Maria, kriegt wo direkt sie gehen soll, ich denke so, du wirst kein GPS sein. Oder keine Base, oder kein Zug, was du reisen hast. Like, was sagst du erst? Wofür hast du sich mal utfrieren und wohnt der Wache erst in der Stadt oder du han oder wohnt erst das Haus, wo da in der Liedmingsalm ben wohnen. Und Elisabeth in Jendal, wisst sie, dass Maria wird kommen und hat sie sich da bereit gemerkt, hat sie sich mit Maria auch diesen Jahren Mensage geschrieben und was leist, ich soll auch ein Kind haben und so weiter. Erst du irgendwas nicht von so einem Tefing. Warum nicht? Wenn es der lebt in einer anderen Welt ist für die und du hast wie mal unsere Dinge bis mal in uns Kopf rührt, dass wir das von der ersten Tag haben und uns mal in der Lehre nachluten. Und vielleicht haben wir dann ein kleines mal verstehen, was die Schrift uns da will sagen. Maar wenn ich sagen, dass Elisabeth aus den Größ hielt, hier ist ein interessanter Ding, was passiert. Als Elisabeth den Größ hielt, sprang das Kind in Mutterlief. In Fall vom Heiligen Geist und mit einer lauten Stimme seht sie. Mit einer lauten Stimme seht sie. Ihr seht, bist du, von manchen Frühs. Euer Maria, irgendwas haft könnt sein, irgendwas haft könnt deutlich merken, was leist, ich soll ein Kind haben. Irgendwas passiert. Fall von den Heiligen Geist. Als dat de Heilige Geist wat Elisabeth driven hat, hem deze Bekenntnis geben. Je seht best die van manche Frühs. Und je seht als dat Kind, dat van die wat geboren worden. Aber hier sei wir dat auch kurz, wo deub Elisabeth das verstehen können. Sie sagt, aber warum habe ich das verreicht? Dass mein Herr seine Mutter in mich kommen soll. Like, warum denkt Gott, warum denkt mein Herr, verhebst noch an mich? Was kann Elisabeth hier sein, dass dass es das ging? Like, wer sieht ich, dass Jesus seine Mutter mich überhaupt wird besegnen, oder dass Jesus Kind, dass vielleicht noch nicht mal ein Teken ist, dass du, noch nicht mal ein Teken zu sein ist, dass du soll ein Kind geboren werden. Und dass er sich dann also feil, für all die von der ersten Tag, was so glücklich sind. Und da braucht nicht, wenn sie Kinder auftrieben tun. Wenn das erst hier noch nicht. Weil wenn nicht, wird Jesus hier noch gewahr sein. In diesem Moment, wo Elisabeth all
all Jesus Herr nannt. In dem Moment, wo Elisabeth Jesus all Herr nannt, wo wir von Jesus zu sein, like, wann wir physically würden dort dann bemerken haben. Wo clean als ein Mensch von der Mutter lief, was euch sagt. Der erste Deal, like, wo der erste Werk, wo clean ist dort. Und dort soll dann nicht sein, dass es ein Klampje Salz, dass das von der ersten Tag verdreht wird. Das ist all ein Mensch. Und Elisabeth, durch den Heiligen Geist, wisst dort. Und daher sei wir dort. Dort Elisabeth kann das nicht anders bekannt, der kann das nicht anders weiten als durch den Heiligen Geist. So klug wie Elisabeth gleich. Elisabeth hatte keine moderne Maschine, die Maria erstmal durchdacht und sagen, was stimmt mit ihr. Nicht von uns dort. Da wird der Heilige Geist, was hier an Arbeit wird, was Elisabeth diese Offenbarung gibt. Aber Elisabeth hat so eine Offenbarung, dass sie gar nicht durchkommt und sagt, aber woher hab ich das fertig, dass mein Herr seine Mutter nicht mehr kommen soll. So nahen Jesus, so klein ist der Mutter lief, du noch mal wird sein. So klein ist der, du wird sein. Nahen sei all den, nahen sei Jesus ihr Herr. Sag sobald aus meinen Ohren dienen Großhirten, sprang mir das Kind und Mutter lief mit Frieden. Gesehen es sei, dass dort läuft, dass es so rankommen wird, als der Herr zu ihr gesagt hat. Wo wisst Elisabeth, was der Herr hat zu Maria gesagt? Wo wisst ihr das? Weil das ist nicht anders möglich, als der Heilige Geist offenbart. Der Heilige Geist hat das geoffenbart. Aber ich glaube, Elisabeth hat hier auch was gelehrt über den. Wir wollen denken, ihr Mann, wir stammen. Ihr Mann kann nicht vertalen. Warum kann er nicht vertalen? Wegen Unglauben. Wenn der Engel hat Zacharias gesagt, Elisabeth wird ihn sehen haben, und den sollst du Johannes nennen, und Zacharias, der will das nicht glauben. Maria hat ja auch eine Frau. Wo ist das möglich, wenn sie noch kein Mann gewesen? Aber wie sollen das die Anstellung von Maria in Zacharias wären verschieden, wenn Zacharias, der früher über einen Angläubenden war, like, hey, ich sehe ja alt und Elisabeth ist alt. So, er stellt seine Frau, eine angläubende Frau. Und Maria fragt ja, was ist das möglich, wenn ich kann noch mal keinen Mann zu tun gehabt. Und der Engel sagt zu Maria, der Heilige Geist wird über die kommen. Und da wird von dir was geboren worden, wird nicht von Menschen sein, dort ist von den Heiligen Geist. Daher wird das Gottes Kind genannt worden. Dort ist, worum der in den Propheten sein, den sie nun wird Immanuel sein. Immanuel, dort meint Gott mit uns. Und dann sagt über Elisabeth sagt hier, gesehen es sei, dass dort glaubt. Dass dort glaubt, dass es so rankommen wird, was der Herr zu ihr gesagt hat. Nu wou ons dit een klein beetje, ons dit klein beetje dat beeld met de aanstellen. Maria kwam Elisabeth en Zacharias, wat al ihr Leben immer worden haben können und Erholung haben, vertalen haben, die sind hier einmal still. Das ist ein stilles Haus. Diese 6 Monate, was sie nu all 3 wären von den Deins, was sie tief im Haus sind, was Zacharias nicht reden können. Was ändert all sein, wird langweilig geworden. Wenn sie nicht sind von jung bis alt, haben immer könnt nur drinnen spazieren und was immer sie gehört haben. Und nu auf einmal ist das aufgekauft. Was Elisabeth hat über den all gelehrt haben, wo wichtig das ist, das Glauben, wenn Gott was sagt. Wenn es war nicht, immer was uns hier im Haus ist. Mein Mann ist stammt, der kann wegen Unglauben, der kann nicht reden. Und wir wollen uns lernen, uns Dinge wiesen und schreiben.
Was Elisabeth ein bisschen geraderen Geschmack gekriegt haben, was von Segen das ist. Wenn ein Mensch geglaubt hat, dass Gott uns nicht nach uns Anglauben nur strafen hat. Wie kann man mal nicht euer Wort lehren? Euer wie ist was erfahren. Euer wie ist was beleben dann. Wir können von Geschichten hören, und wir können von Kranken hören, und naja, das hier wie, aber wo ist das mitfallen? Wir kennen nicht, warum? Wenn wir mal nicht selbst beleben. Und Bruder Isaac, der wird uns hier können mit sein, like, wenn du selbst im Bad legst, wenn du selbst krank bist, dann kostet die besser mitfallen mit Kranken, als wenn du bist gehört hast von Kranken. Und das wird wie von Elisabeth hier sein. So viel Leute direkt einfach das Wort von Sehen hast, die baust, dass die das geglaubt hast. Like, was dann, wenn die nicht geglaubt hat? Aber wir wollen noch einer trägen. Wir wollen noch nicht Maria diesen großen Glauben aussprechen, als von Maria diesen Glauben in sich selbst hat. Das wird noch lauter genug, dass Maria das überhaupt glauben kann. Da wollen wir ein Ding haben. Wenn wir mal gucken, dann, in der Petrus, wenn Jesus seine Jünger fragt, was sagen die Menschen? Wer sehe ich? Dann gibt er den Menschen Gelegenheit, so, dass die mal sein, dass die mal mit ihrem Glauben für den Tag kommen. Like, was ist das Beste, was die abweisen kann? Und dann haben die verschiedensten Menschen, die gedeihen. Das ist ein Prophet, oder das ist einer von den Propheten abgestohlen, oder das ist ein guter Prophet, oder die haben alle die verschiedensten gedeihen. So kriegt Gott ist von der ersten Tag Menschen, die verlieren, dass Jesus Gott ist. Die verlieren das. Woran mich ein natürlicher Mensch kann das nicht mal glauben. Das ist ein allmähliches Ding. Und so dann gehen viele, so wie dass man sagt, ich sage, das ist ein guter Prophet gewesen. Nein, das ist ein feiner Mensch gewesen. Aber das Glauben, dass Jesus Christus Gott selbst im Fleisch hier beirrt kann. Das ist ein allmähliches Ding, dass wir das von unseren Natürlich glauben können. Krieg so allmählich wird das sein von Maria gewesen, dass sie mal uit sich selbst das bis was geglaubt haben. Dass sie bis uit sich selbst für diesen Engel haben können glauben. Dass das wird passieren. Even den Glauben, dass sein Stamm wieder zu glauben, ist nicht unerschmählich, nicht die Schrift nur, ist nicht unerschmählich, dass Gott gibt dort nach den Glauben. Und das kriegt, was wir am Petrus sein. Wenn Jesus dann sich erst von den Menschen wegtreten, sagt, okay, aber dann geht dann. Und sagt, gerne, ich habe nicht die Gelegenheit gegeben, dass Menschen in sich selbst mal sollen sein, was sie glauben können, was sind sie in Stamm zu glauben. Und dann dreht er sich davon weg und sagt, was sei je? Wer sehe ich? Und dann gibt Petrus das Bekenntnis und sagt er, du bist Christus, den lebenden Gott sehen. Das welche Portement, den lebenden Gott sehen. Wo kann Petrus das glauben? Wo hat Petrus mal so viel stärkeren Glauben als alle anderen Menschen? Weil die Antwort hat Jesus davor. Sagt er, das hat Fleisch und Blut, die nicht hier oben Bord. Wenn er sagt Fleisch und Blut, dann meint er, dann wisst ihr Petrus, das hast du nicht von dir selbst, das hast du nicht mit deiner Klugheit, mit deiner Kraft. Das hat mein himmlischer Vater, die hier oben Bord. Und wir wollen Maria nicht mehr aussprechen als dort. Wir wollen Maria nicht höher heben als dort, was sie ist, durch die Gnade von Gott. Dort, wenn Maria das hat können glauben, da wollen wir das schriftlich nehmen, da wollen wir das biblisch nehmen, was die Bibel sagt von uns glauben. Dort was die Bibel sagt, von wo uns glauben kann herkommen. Da wollen wir Maria aussprechen. Und der einzige Weg, dass es möglich wird für Maria, dass sie können glauben, dass wir der himmlische Vater das hier oben Bord hat. Kriegt dasselbe, was der Petrus sagt. Das hat mein himmlischer Vater die hier oben Bord. Und so, wir haben kein Verrecht, Maria als Mensch nicht so hoch heben, dass das in vielen Kulturen von der ersten Tag wird. Sie nennen dort, Jesus seine Mutter. Of course, das ist Jesus seine Mutter. Das ist ganz in einem Platz. Das wir in was Botschaften verdet haben. Dass Jesus muss als Mensch geboren werden. Nicht als halber Mensch und halber Gott. Sonst jaft das nicht. Er wird ganz als Mensch geboren und er wird auch ganz Gott. Warum wir hier ganz als Mensch? Weil er wird ganz von Menschen geboren. Bloß ohne menschlichen Führer. Und er wird ganz Gott, weil Gott wir sein Führer. Und so, dass wir würden Maria nicht so hoch heben, dass wir da nicht idolizing würden. Das
dass wir nicht würden schier, dass in welcher Kultur das Wort, du wollten früher gestalt euch beten. Sie glauben, sie beten Maria an, aber das ist nicht. Die Geschichte, das ist eine sehr dunkle, aufgärtische Geschichte. Aber wie kann ein Mensch nicht so Glauben aussprechen, dass Maria hier hat, bloß auf die Bedingung, dass Maria das nicht sich selbst hat? Wie kann Elisabeth das nicht aussprechen, dass sie niemals eine große Weisheit hat und niemals können so reden, so sie hier reden deuten? Was wir hier durchhängen, dass Elisabeth so reden können? Fall von den Heiligen Geist. Ihr Kind, wie all in ihr Bahn, in ihr Mutterlief, wie dort all gefällt mit den Heiligen Geist. Und derselbe Heilige Geist, da wird das, was Elisabeth trifft, da wird das, was Elisabeth so Offenbarung gibt, dass sie überhaupt so reden können. Dass Elisabeth überhaupt glauben kann. Und hier sehen wir das, wo Maria Gott die Ehe gab. Wo Maria Gott die Ehe gab. Er sagt, und Maria sagt, meine Säule luft den Herrn. Meine Säule luft den Herrn. Und mein Geist freut sich in Gott, meinen Heiland. So, wem ist hier an die zu loben? Wir sehen dort das in Schrift steht, und ich weiß nicht, wie ich das alle gegangen habe, wenn ich schon mal die Bibel lese, wenn es speziell steht, in Keim steht, wo das kommt zum Gott loben, das wird mir langweilig. Like, wenn du nicht in Psalms gelesen von Gott loben, da wird mir langweilig. Da mag ich was krank sein, warum wird mir das langweilig? Wenn ich lebe noch ganz in meine fleischliche Natur und mir hilft das kein Nies, dass Gott soll gelobt werden. Wann fängt das an, dass mir das anfängt groß zu werden, dass wenn du einen Psalm gelesen und Gott wird dich hochgehoben, wann fängt mir das an, nichts zu geben, oder wann fängt mein Hort mit anzustimmen, wann fängt mein Hort einfach an, Amen zu sein, dass wir nur ihr stehen, wenn Gott ihr Hort mir nicht hat gegeben. Wenn es ein natürliches Hort, das steinerne Hort, hat kein Gefallen an Gott die Ehe zu geben. Das steinerne Hort will du nicht von, und das wird langweilig. Wenn wir so eine Städten lesen, dass Maria sagt, meine Säule luft den Herrn, und mein Geist freut sich in Gott, meinen Heiland. Was sagt das zu uns? Diese Schriftstellen können uns so leicht langweilig sein, und ich will hier einen warnen. Wenn in so einer Schrift steht, von der auch Tagen haben wir langweilig geworden, man hat gehandelt, um Gott zu loben, da wird die bis krank, wo das noch mit ihnen steht. Wenn uns das langweilig wird, dass Gott allein die Ehe kriegt, nicht uns, oh Herr, nicht uns, aber die traf die Ehe. Wenn uns so eine Schrift steht, ist dort nicht so recht posten, oder wenn so eine Schrift steht, ist dort uns langweilig worden, dann sage ich dort bis noch, wer wir noch sind. Dann sage ich dort noch, dass wir haben noch das steinerne Hort, dann sage ich dort, das geht noch am Salz. Das geht noch am uns. Wenn du irgendwer gut reden wird von uns, wenn du irgendwer gut reden wird von uns, wovon großen Gefallen haben wir da an? Wo soll er voll wie uns, wenn dort uns, ich will das diesen Zweig sagen. Wenn du nicht wer gut reden wird von uns, und uns dort soll er abheben, mir jaft dort ein Deul Mut. Und so froh ist, du wer schlecht reden wird von mir, dann sie ganz durchgeschlagen. Und so froh ist, wie über hier in Gott loben, dann habe ich aber nicht so einen großen Unterschied an. Wenn du nicht wer Gott verachten wird, du bohrt mich nicht so viel, und wenn den wir loben, das trifft mir auch nicht so sehr viel. Aber ich sehe so sehr geaffektet, wenn du wer schlecht reden wird von mir, ich fühle mich so sehr hoben, wenn du wer gut reden wird von mir. Wenn du ein gerader Unterschied hast, wenn sie gut und schlecht reden von mir, als wenn sie von Gott tun, dann weiß ich, dort kann ich mich bemerken, wie geistlich sehe ich überhaupt noch. Wo ist dort wir so leicht doller beleidigt sind, wenn sie schlecht reden von uns, als wenn sie schlecht reden von Gott? Hier habe ich noch zu wissen. Das ist ein Ding, wo wir uns mal bemerken. Wo würde ich so viel leichter beleidigt sein, wenn sie schlecht reden von mir, als wenn sie schlecht reden von Gott? Das soll jetzt anders sein. Wenn sie schlecht reden von mir, das kann so vielmal auch stimmen. Das Schlechte, was die von mir reden, das ist womöglich so. Wenn ich sehe einen Mensch, ich sehe einen Sinn der Menschen, und ja, wie manchmal sein, mit Fried ja, wie einfach sein.
wenn die Menschen schlecht reden von uns, die sind gar immer arg. Ich bin bloß noch froh, dass die das ganz Schlechteste von mir noch nicht mal wollten. Und du, Herr, bohrt mir das nicht mal, wenn die schlecht reden von mir. Aber was passiert, wenn die nie Gott raufran? Wenn die Gott nie auf so ein Säuer legen staubt? Wenn wir uns wollen bemerken sein, dass wir uns reich tun mit Gott, wir sollen immer trübeln. Wenn Gott wird verkehrt, wenn Gott nie wird rauf, wenn Gott nie wird auf eine leere Stelle hergestellt, und der Mensch, dem wird auf seine Höhe steht. Wenn uns dort trübeln, dass du wird so wenig gemerkt von Gott. Und wenn uns so trübeln, dass der Mensch so hoch gehoben wird, dann fangen wir an zu sagen, ich habe die rechte Einstellung Gott gegenüber. Wenn dann sagen wir, habe die Einstellung für die Wahrheit. Wenn Gott ist alles. Und am traf alle ihr, nicht uns. Was anders wird, wie mit den Psalmen mit einverstanden sein. Nicht uns, oh Herr, nicht uns, aber die traf die ihr. Wer kann das von heute sein? Und so, Maria sagt hier, meine Seele lobt den Herrn. Und mein Geist freut sich in Gott, meinen Heiland. Den Tag, wo ich kann hier sein von mir, dort ich mit Maria tut, das kann sein. Da weiß ich, dass ich nicht hart gekriegt. Aber den Tag, wo mir das ein bisschen langweilig wird, und ich glitsch durch Schwinn ein bisschen über, like, ich kicke unter den nächsten sieht, wo das du was sagen, like, ich sehe da nicht schwierig, wenn Jesus hier schon mal am Wutter gehen, like, das trifft mich da, weil der Pharisäer hat kriegt dasselbe verlangt. Da kam nicht Jesus, wenn sie Jesus loben wollen. Da kam nicht Jesus, wenn sie ein Verlangen haben, Gott zu loben. Sie wollen diese bittergewöhnliche Tekens, was sie mit ihrer eigenen Ehe sein können, womit sie sich abreden können, da wollen sie sein. Aber wenn wir lesen, dann, wenn wir uns selbst sehen dann in der Bibel, da wie nicht mehr kriegt dasselbe, manchmal. Dort, wenn das ihr kommt, um Gott loben, dann ist das mit so Stahl. Naja, wir wollen das nicht ganz utloten, so wie dann ans Bastet, denn wir lesen den Kapitel dann noch, das leuchtet bei ein. Aber wir kennen all so Jahren, like, wie wir dort abregende Part in der Bibel, like, wo Jesus am Wutter geht und wo der den Sturm stellt, und wenn, all die Dinge, das soll uns alle nicht geben, das ist alles so. Aber was ich will sagen, ist das, wenn uns dort Port zum Gott loben, zum Gott hochheben, nicht triff und nicht niesjaf, dann habe ich zu schaffen, dann habe ich Gott am Genote brauchen, dann habe ich dort hochneidig, dort wie Gott fragen und Gott, jaff mir das an. Von wo hat Maria das her? Und ich will das auch. Dort meine Säule einfach kann die loben. Dort meine Säule so eingestellt ist, dass ich die dort höchste will heben. Dort meine Säule so eingestellt ist, dass ich die hoch will heben, dass ich dadurch von all den anderen Dingen vergeht. Das ist ein Punkt, was die Schrift uns hier lehren will, wo wir ganz glücklich kann immer sein. Und manchmal merken wir dort, dass unsere Säule als kalt Gott gegenüber, wenn es unsere Säule geht, das so sehr leicht am Dinge, was uns direkt angeht. Da sage ich, Hij heeft mij zijn geringe dienstmaal nicht vergeten. Und von nu an werden alle Generationen sein, dat ik gezegend zie. Hij sagt, hij heeft mij zijn geringe dienstmaal nicht vergeten. Ich habe hier irgendwo gefunden, dass Maria sich hier irgendwo mangt hat und sagen, ich habe ewig nach Gott gesagt und ich habe den endlich gefangen. Maria hat das ganz anders. Maria sagt, hoi, von wem redet er hier? Er redet hier von Gott. Hoi hat mich seine geringe Dienstmahl nicht vergeten. Und er Gott hat nicht von er vergeten. Meint dort, dass sie nicht von Gott vergeten haben. Of course er hat. Wie man das selbe sagen kann. Gott hat uns nicht vergeten. Wenn wir von uns uit wollen reden, sein wofür sagt ich, wie ihr was sind? Wenn wir von uns uit reden wollen, wie man das herstellen, wir haben Pferden von Gott vergeten. Und dort 1000 Mal am Tag. Stimmt das nicht? Wie viel Mal am Tag denken wir nicht an Gott? Wie viele lange Tiden durch den Tag? Geht du durch, wo wir unsere Gedanken ganz auswohnen und nicht mal an neue Dinge fertigen?
Wenn es davon abhängig wird, dass Gott uns nur behandeln wird und nur genug gibt, als wir an andenken, wofür wird wir genug kriegen? Wofür wird wir in solchen Tag gestraft und sterben machen? Wenn wir an ganz von ihm verjähren. Daher können wir nicht uns auf uns selbst verlassen und Maria sagt, hei haf mich. Hei haf mich, seine Dienst mir all nicht verjähren. Und hier können wir ein Frau sein, dass als Gott wir uns nicht verjähren hat. Wir haben von denen verjähren und dort so viel. Wenn es davon abhängig wird, wofür wir an Gott denken, dann wird Gott nervös an uns denken. Aber dass wir überhaupt an Gott denken, das ist bloß ein Beweis, dass heute kämpfen sich uns ab. Und muss ihr Staunen fällt uns das bei von Gott, wenn Gott den Geist gerät, der helpt uns das denken. Er sagt, und von nun an werden alle Generationen sein, dort ich gesehen sie. Und hier wollen wir nicht so teilen, Maria, der verlangt nu, sie steht durch Stell, von werden sie aufgehört mehr. Das hat nichts damit zu tun. Nicht über den Zweig. Und viele Kulturen, die würden das diesen Zweig nehmen. Die würden das diesen Zweig nehmen, dass sie erst nicht gesehen, der eine nur waren Bilder nur gehabt. Das ist nicht, was Maria hier sagt. Ab keinen Weg. Wenn sie hier sagt, dass alle Generationen werden sein, dass ich gesehen sie, damit will sie sagen, dass sie das geradste Verrecht jemals gehabt hat von Menschen hier auf der Erde, wenn es der erwarte Heiland geboren. Maria wird das nutzte, nur Gott, nicht wenn sie das nutzte nicht an wird, aber wenn es Gott ergerät kriegt, diese geradste Versprechung braucht, was Gott jemals den Menschen gegeben hat. Die geradste Versprechung, wir kriegt dort, dass er selbst hier auf die Erde wird kommen. Dass er selbst wird uns mit Gott versöhnen. Er sagt, der Allmächtige hat große Dinge an mir getan und sie nennen es heilig. Wenn es die NIV sagt, he has performed mighty deeds with his arm. Mit seinem Arm hat er das getan. Gott hat das mit seinem Arm getan. Hier darf kein Mensch seinen Arm ausstrecken, dem Gott ihm bitte Scheck halten. Und du sagst Gott auch noch. Wir wissen, dass wenn Menschen Versprechungen kriegen, und Gott wird das zu seiner Zeit tun, aber der Mensch, das sei wie an Abraham, das sei wie an so viele andere, der ruht wird alle, die werden auweilig, und die strecken so leicht Fleisches um aus, die wollen mal das einmal bringen, was Gott all gesagt hat. Und wir sehen das hier, dass Maria das eine Ding anerkannt hat. Er hat mit seinen Armen gewollte Dinge getan. Und da in das Irland gesteht, die in sich stolz sind. Und oder wird, ich glaube nicht mal, dass Maria ganz Verfall verstehen können, wenn es Luther, wenn Jesus hier schon deins wird, dann sagen wir das mal, Maria hat auch noch nicht der Ursache, wer Jesus wird. Wenn es Maria und Jesus seine Brüder, die wollen die Jesus eine Satz holen, die können nicht nach Jesus kommen, wenn du wie so verfolgt haben, dann schicken sie dann nur in das Haus nehmen, dass Jesus seine Mutter und Jesus seine Brüder, die werden die bieten. Die wollen, was immer der sagt, dann gewas das. Aber ich kann das so verstehen, die wollen womöglich Jesus mit in Haus nehmen, mal für den sorgen. Wenn Jesus, die gehen hier nicht abrausen. Der schleibt irgendwo, das heißt sagt. Sie mag das, wo sehen, leben das. Warum dann nicht den mal ein Haus holen und dann dem mal ein besseres Bad geben und so weiter, nicht? So Jesus seine Mutter und die Brüder, die sind da, und die wollen sich den mitnehmen. Und Jesus sagt, wer ist meine Mutter? Wer ist mein Bruder? Dann wissen sie nicht Jünger, und dann sagt er, meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern sind da, die den Führer sind wollen. So, wie sollen das? Du wir noch, was Maria hier sagen können sie immer bloß, wenn es der Held jetzt das offenbaren hat. So, dort sieht, dass ein Mensch hier wird hochgestellt,
dat Maria groot van zich zelfs redt, zei we dat zij bis in ganze reden, wat ze hier deed durch den Heiligen Geist, zij redt van wat Gott gedaan heeft. Hij zegt, met zijn arm heeft hij gewollte Dinge gedaan, nicht mit den Menschenarm. En hij heeft die in dat Elend gestaat, die in zich stolz zijn. Hij heeft kennis vom Thron gestaat, en die te Ehren gebracht, die leer stonden. So, Maria hat hier ein Ding klar. Hij heeft kennis vom Thron gestaat. En Jesus wird aber noch nicht mal geboren. Jesus hat das direkt noch nicht mal gesagt. Und dann hat sie das all so klar, Gott hat diesen Kennis nicht altijd sie gestaat. Warum? Wegen die wird groot zijn en die wird op David zijn Thron zetten. En den zijn direkt wird nervös en eng gaan. Dat is wat de engel te Maria zegt. Zij hat das alles, wann das all geworden wird. Hij hat den König dort zu gestaat. Und dabei wir sie nach Unja, den König Herodes, seine tyrannische Regierung. Und wer wir das Herodes? Da wir sind gewollter Tyrann. Dort, wenn du irgendwer nicht die Ehe jäuf, so ist das verlangen. Und wenn er auf einmal Fingerbreit in ihr vorstellt, dass das Sasswehr wird wollen, sie direkt annehmen, der Mord und der brach Menschen bis Herdwies. Und um was wir das sein, wovon Tyrann des Herodes wird? Aus der Stirnherrschaft vom Osten kommt. Und Frauen in Jerusalem, wo ist der neugeborene König von den Juden? Wir sagen, die kommen den anzubeten. Und das Herodes sich das dann laat uitforschen. Sie haben den Stieren von ungefähr 2 oder 3 sein. Der jetzt wenigstens so wie, dass er das uitgeforscht hat, in Bethlehem soll der geboren werden. Der laat alle kleine Kinder, alle kleine Jungs anbringen, von 2 Jahren jünger. Der laat die du anbringen. Er will sich dort sicher sein, du wirst keiner nicht nur sehen trauen. Er wird ein gewollter Tyrann. Maria sagt hier bei all, der hat den von Thron gestaat. Und der hat aber noch seine Macht so zu sein, aber Maria hat es auch klar, der hat all verspielt. Der spielt seine letzte Worte nicht bis noch uit. Aber der hat all verspielt. Hij heeft de Hunger Gode toekomen laten, aber der Recke mit Ladje hing weggeschickt. Und so, Maria ist nach arm, und dann sagt sie, oh, der hat die Hunger Gode toekomen laten. Und doch, als Jesus geboren wird, dass er in den Tempel bringt, brauchen sie ein armet, das nur als ein Mensch können, sollen sie eine Gabe bringen, wenn sie würden erstgeborenen Sehen in den Tempel bringen. Das soll 40 Tage passieren. Und wir sehen, dass Josef und Maria brauchen, die deuten Düven opfern. Und die Düven opfern wir für die Armsten. Und doch Maria sagt hier all, der hat die Hunger Gott zu kommen lassen. Woher können sie uns dort sagen? Sie wie nach Prager Armmes kriegt, würde man sagen. Der hat die Gott zu kommen lassen. Sie können all sagen, dass Gott das kämpft. Und kriegt so mal wieder von der ersten Tag. Wenn wir das noch nicht besetzen, was uns versprochen ist, damit ja wir noch nicht sagen, dass wir das nicht all ihnen tun. Kriegst du, Paulus sagt, zwischen den Seen und den Skluven ist noch kein Unterschied, solange als da wir das Testament gemerkt haben, noch leben das. Wenn er alles ihnen das, wenn die Seen, wenn die Ohren alles ihnen das, das soll alles den sind, er besitzt das bloß noch nicht. Kriegst du als der himmlische Führer ans gehen immer. Wenn wir das noch nicht in unsere Hänge haben, all die guten Versprechungen, was zukünftig sind für uns, wenn wir das noch nicht in unsere Hänge haben. Aber wir müssen daran denken, weil wir so sein als Maria, die teilt das alles, wann das all ist. Der ist hier, der sagt, der hat die Hunger hier, Gott zu kommen, und du bist wir sie nach Prache arm. Soll wir uns auch den Zweig? Soll wir uns da an, dass wir das alle einen, was Gott uns versprochen hat, even wenn wir das noch nicht besetzen, even wenn Gott uns noch nicht auf ein Haus geholt. Ja, wir sind Glauben haben aus dort, dass wir uns so feuern, ich ihnen dort all. Wenn ich das noch nicht den Zweig futen kann, was ist das? Ist das auf einmal noch anglauben?
Als dat op einmal nach ein kleiner Glauben, was Gott mir das geben, was das nicht, je hielt mir das oder je hielt mir das nicht. Noch he sag ich, war wir bis mal in Twaschen an, ne, Pfizer gehen. Dat wir actually Paulus in Gebet, dass sie das begreifen können. Pfizer 1. Wenn es nie was sie sind im Glauben gekommen, hat Paulus in Gebet, und das ist Paulus in Gebet verehrt. Er sagt, von da aus sagt von jenen Glauben hier, das sind 1. Pfizer 1, Vers 15. Das ist Pfizer 1, Vers 15. Er sagt, von da aus sagt von jenen Glauben und den Herrn Jesus hier, denn von wo je alle heilige Gott sein, hier nicht ab für ihn zu danken und für ihn zu beten, dort der Gott von unseren Herrn Jesus Christus, der herrliche Führer, jeden macht den Geist von Weisheit und Ansicht schenken, Anbeter kennenzulernen. Und dass wir begreifen können, was Gott reut hat, was wir Gott kann, dass wir das verstehen können, wer Gott ist und dass Gott das, was er versprochen hat, auf ihr durch. Das ist ein Vertrauen, was in Christus hat. Und wir können nicht vertrauen haben auf Gott, wenn wir ihm nicht kennen. Wo können wir vertrauen haben auf Gott, wenn wir nicht in Kenntnis haben, wer er ist und wo soll er auf den zu vertrauen ist. Er sagt, dass der Gott von unseren Herrn Jesus Christus, der herrliche Führer, jeden macht, der Ansicht geben, Ansicht von Weisheit und Ansicht schenken, Anbeter kennenzulernen. Mag er jünt die Ansicht geben, im Hort zu vernehmen, wo groß die Hoffnung ist. Das ist, wo ich haben will. Wo groß die Hoffnung ist, da hat er jünt reut hat, und wo groß und herrlich das aufgeht ist, dort alle Helden im Christus gekriegt haben. Dass die das machen verstehen können, wo groß diese Hoffnung ist. Das ist all reut verdient. Er sagt, mein Gebet ist, dass die das all so sein, als wenn die das all einen tun, wenn sie tun. All die, was in Jesus Christus sind, die einen das Himmelreich, der ist das all. Er sagt, selig sind die in Jesus arm sind. Wenn sie gehen, die das Himmelreich. Das ist all dient. Wenn Gott hat von vor der Grundlegung von der Welt, hat er das reut verdient. Kein Mensch das bis hier so glauben. Das ist, woran Paulus du verbeten hat. Wenn er weiß, dass der kann nicht in sich selbst das glauben. Der kann nicht mal. Und er betet du ernstlich für, mag Gott diese das Ansicht geben, dass er das all begreifen kann. Und kriegt das selbe, weil wir hier nicht mal kicken. Maria hat das all so, als wenn sie das all eint. Maria hat das all so, dass der Hunger hier, der hat die Gode zu kommen lassen. Weil sie nach Prache arm wird. Er sagt, er halbt sie in Knach Israel und folgt immer mit sein Volk mit Abraham und seine Nachkommen, so als er zu unseren Führern gesagt hat. Er hat mitfolgt. Und hier ist das, was Maria ihr Verständnis gekriegt. Gott hat uns nicht vergessen. Und der führt das durch, was er versprochen hat. Der tut das. Und nu ist das Patur. Das wir in das Volk Israel irritiert, wo sie das ganz miserabelste wären. Dat wir das ganz wenigste, das römische Recht, das war stärker und stärker und stärker, und die nahmen mehr an, du wir immer weniger Hoffnung, von da jemals loszukommen. Und das soll auf einmal irgendwann nachher können ausgeruht werden aus dem Volk, wie immer da vor. Und wie soll das mit Gott sein Volk erst noch immer so was? Die Fien, Gott seine Fien sind immer gegen Gott. Aber wenn sie an Gott nicht tun können, wenn sie mit Gott nicht anfangen können, dann gehen sie und reicheln sich auf, wollen sich aufreicheln und Gott seine. Und der Sinne. Und das sei wie von Abraham an. Abraham wir in ihr vor, das hat einmal aus dem kleinen Herz können ausgeruht worden. Er wir in ein Land, in ein fremdes Land, wo er nicht einen deit. So, wo leicht kann das sein, wenn das bis gewöhnlich passiert, von Völker sind ausgeruht worden. Grote Völker sind ausgeruht worden. Wo ist das, dass hier so ein kleines Herz groß hat, aber einmal verschont bleibt? Und Abraham, der hat gleich diese große Herz drin in das Land Kanaan. Aber wir Gott sie nicht genug, was am bewahren deit. Und wie sollen das, die Sinje, die sind noch immer Rama belehrt worden, die sind noch immer eingeritten worden. Und das ist immer korrekt angerot, wenn die Sinje erst in der letzten Hoffnung sind, wenn das erst die letzte Möglichkeit ist,
dort soll jemals worden, ja, kann gehalten worden. Dort ist von Gott mit seiner Haupt, das nutzt er es. Und jetzt kriegt die Zeit. In Israel ihre Historie, wo sie das tollste unterdrückt würden sein, wo sie das tollste, wenigste Hoffnung würden haben können, wenn die Propheten das auch gesagt haben, dass der Ara kommen wird, wenn sie haben durch dem all gelehrt, sie haben über den all gelehrt von Gideon, dass Gott hat gehalten, wenn die Hoffnung durch das Letzte wird. Gideon, von denen kann wir eine Geschichte, ein Ding lernen. Und dort ist das. Gott hat den geringsten geraubt, zum das Volk Israel halten. Hij wir von den geringsten Stamm in das Volk Israel und danach wie der jüngste von seiner Familie. So hij wir von den Stamm wie noch von der geringsten Familie, danach von der geringsten Familie wie der jüngste. Hij wir der Letzte, wo jemals soll nun gekickt werden, dass Gott wird durch den halten. Auf keinen Weg. Aber als Gideon ihr Schaf und ihr wisst Gott aufgeprüft mit dieser Fall durch allein, dass er soll bedarf sein und ihr daran nicht und dann das nächste Mal das anders. So wie soll wir noch ein gewisses Anglauben in Gideon. Dort, er muss erst mal sagen, ist das wirklich von Gott oder ist das nicht? Das war nur noch ein Zweifel wird. Aber er kann schließlich nicht gehen, er merkt, dass das ist von Gott. Aber das interessante Ding, was wir ist, okay, das ist von Gott, so, niemand will er sagen. Und dann ruft er sich ein Herd Soldatentop. Ein Herd Mann und all sagt Gott, wenn ich irgendwo, also das halten, wo ihr glauben, die handelt. Da wo ihr glauben, die haben den Salz gerat. So schickt ihr alle in den Haus, die was blöd sind, was die Angst haben, was die Jüders in Haus gebiet haben, was die Jüders befriedet sind, schickt ihr alle in den Haus. Bleiben vielleicht bei 5000 Soldaten. Nun so, sie werden allmal aus dem Herd groß haben im Vergleich zu den Midianiter. Und dann sagt Gott, die wollen nur noch glauben, die haben den Salz gerat, wenn ich nur noch halten. Dann macht er bei einen Rief vorbeiladen, und sein würde wollen trinken, und du noch soll er nicht Herd bei sich holen, wir mit 300 Mann. Okay, ist die Hoffnung auch noch weniger, weil das ist krank, wenn Gott halten das. Das ist krank, wenn Gott angreift. Die Frau, mit der ich von dir will schließen, habe ich auch den Vertrauen, dass wenn unsere Hoffnung in uns das Letzte ist, dass Gott das Nutzte ist. Erst dass wenn wir ausgeruht sind, dass Gott seinen Ruht dann noch mit uns anfängt. Erst dort, wo wir von das alle lernen können. Wir sollen uns dort von das lernen können. Wir sollen das lernen können, dass, wenn unser Weg ist alles, und wenn wir alles exhausted haben, was ist das plattdeutsche Wort für das? Exhausted, das meint, wir haben alles, unsere Hoffnung ist alle abgebrückt haben. Wenn unsere Hoffnung ist alle zu nichts geworden ist, wir haben alles euerwähnt, alle in Fleet, wir haben alle unsere Anstrengungen, so weit euerwähnt, dass wir auf uns können, und haben alle nichts gehalten. Mein Rut ist nicht alle. Gut, dass dein Rut alle ist. Nu wollen wir mit Gott seinen Rut anfangen. Erst dort, wo wir von das alle lernen können. Ich glaube, wir haben. Ich glaube, das ist, was wir lernen können durch das. Das ist, wenn unsere Hoffnung ab selbst erstmal alle wird. Wenn unsere Hoffnung ab uns Fleisch ist arm, ab unsere Kraft, wenn das erstmal zu schauen geht, dann soll wir dort Gott, der gibt an. Wenn es auf einmal in Gefallen an, dort zu wissen, dass das heu wird. Auf einmal in Gefallen an, sie nun groß zu merken mit alles, was er tut. Und ganz besonders mit dieser Geschichte, was wir hier sehen, dass dort wissen, dass wir treu ist, das, was er versprochen hat, eben wenn du keine Hoffnung mehr ist. Und danach hat er dort immer so eine Weg, wo die Menschen stehen, machen, und wo die Menschen nicht angedacht haben, dass er dort über diesen Zweig kriegt, zu tun. Wenn wir sehen, dass an dieser Geschichte von Maria, sie wird die letzte Person gewesen sein, wo sie angedacht hat, dass Gott noch jemals wird brauchen, nach den obersten Raum noch viel weniger. Weil wir nicht denken, dass Gott über den geändert hat. Weil wir denken, Gott ist noch einmal krank. So, am gefällt das von der ersten Tag noch einmal so, dass er sie nun durchgerät mir an das, dass er krank durch, wo keiner gedacht hat, eine Halblesen das, große Dinge das, wo keiner angedacht hat. Und dass er deswegen, so sagt Gideon sagt, wenn ich durch eine große Herde halten da, dann glaube ich immer, ich habe das selbst. So, dass das klar ist, dass das nicht je getan haben, wo ich das so tun, dass das für sich kein deutlich ist, wo das überhaupt geschafft hat. Amen. Aber wir mit dem Schluss gehen. Himmlischer Vater, wir kommen hier nochmals für dich und wir danken dir, dass du so gnädig bist. Und wir danken dir für deine Weisheit, dass dir alles so das ist, dir das gefällt. Und Herr, wir machen du überstehen,
dass die allein weiß bist und wir sind nicht. Und dass die, was immer die immer geteilt hast von fertiger Grundlegung von der Welt, das führst die noch von der ersten Tag durch und die hast noch nicht geändert, du an. Himmlischer Vater, musst du das auch wieder so dort tun. Und einen großen Namen merken für die. Und hier möchten wir immer eine deutliche Kenntnis davon kriegen, dass wir das immer stärker verstehen können. Dass das nicht unsere Geduld ist, nicht unsere Klugheit ist, auch nicht unsere Kraft. Aber dass das alle immer du bist. Wenn wir zum Glauben gekommen sind, Herr, dann sprechen wir die Irrtau, wenn du hast uns den Glauben eingegeben. Wenn du hast das Ratungswerk durchgeführt, dann wollen wir die Irrtau sprechen, wenn du hast die das gedacht von Ewigkeit her. Und du hast das alles so wunderbar rumgeführt, dass even sogar die Engel, die Jeremia von Weiten machen. Herr, wir weiten, dass der Himmel wird in Staunen versaht, wenn die erst wiesen, dass wie herrlich die besten, wenn die erst wiesen, dass was die von so einem Wrack ist, wie gemerkt hast, dass die uns hast, die Königs und Priesters gemerkt. Herr, die satz den Himmel, die versatz den Himmel in Staunen. Und wenn die wiesen, dass was die in Staunen best zu tun. Himmlischer Vater, möcht wir, dass du noch Dollar schätzen, möchtest die uns ein dankbares Hort geben, du Fair. Dass die das nicht gedacht haben, dass das nicht von uns abhängig wird, wenn es mit was von den Kindern gedacht wird, wie sind abgekommen. Wenn wir uns das Ratungswerk haben, soll ich denken. Aber Herr, nicht, dass du hast, nicht weil wir die dafür loben, und Herr, musst du uns das Ratungswerk immer geraten an unsere Horten merken. Und Herr, ich bete auch für die Regierung, ich bete auch für all das, was du euch gesagt hast, zum Ordnung holen, so dass die Welt hier noch in Drehen hält. Himmlischer Vater, musst du auch du Weisheit geben und musst du uns Schutz geben, dass wir können Frieden, den Wort wieder verkennen, dass wir machen, den Wort hier verspreiten können. Und wir beten auch, dass die immer mehr musst, zu der Rahrung bringen, musst die immer mehr Menschen den Glauben angeben. Und Herr, musst die uns alle in Hand schicken, wo die uns Hand was, um das Wort klar und wieder zu verbreiten. Himmlischer Vater, möchten wir uns nicht schämen dafür, aber möchten wir uns gerade tun mit all, was die getan hast, möchten wir uns ein Verlangen an unsere Horten angeben, dass wir all unsere Nachbarn, all unsere Freunde, all unsere Arbeiter, all unsere Mitarbeiter, möchten wir uns alle in Sinn angeben, dass wir wollen einer den anderen leben und dass wir wollen einer den anderen diese gute Nachricht mitteilen. Himmlischer Vater, musst du diese anteilbare Herz, das du gesagt hast, was jener teilen kann von nicht alle Rassen falsch damit sprechen, du nur an die holen und den großen Namen für die mehr und himmlischer Vater, für die und für die allein erst das. In Jesus' Namen bete ich das. Amen.